Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1 Podcast mit euren Hosts, dem Kasel und dem Schubs. Ja, heute Special Episode. Wir haben ja die Summer Break aktuell in der Formel 1 und dementsprechend gibt es jetzt den Bingo Mid-Season Podcast. Wir haben ja das Bingo am Laufen über die ganze Saison rein, wo 5 Leute mitmachen. Und wir haben heute auch noch einen Special Guest dabei, der Simi. Der macht heute auch noch mit in dieser heutigen Episode. Wir schauen jede Prediction an, die wir abgegeben haben für dieses Jahr. Die wir schon abstreichen können, die passiert sind. Und auch natürlich die definitiv nicht mehr werden passieren. Und vieles mehr, das alles in dieser heutigen Episode. Wir wünschen euch wie immer viel Spass und eine gute Unterhaltung. So, wir starten mit der heutigen Episode vom Unsafe Release. Wir haben ja heute eine kleine Episode, Special-Episode. Wir gehen ja ein bisschen über unser Bingo rein, wo wir ja noch parallel zu unserem Podcast am Laufen haben. Heute haben wir ja unseren Special Guest dabei, den Simi, der ja auch mitmacht beim Bingo. Und ja, wir gehen zuerst einmal die Punkte durch, die sicher nicht werden eintreffen, oder die Predictions, die sicher nicht werden eintreffen. Wir haben jetzt hier auch hoffentlich alle den Instagram-Post offen von unserem Instagram-Account vom Unsafe Release. Falls ihr dem noch nicht folgt, unbedingt folgen. Dort sehen ihr immer die Updates auch. Und wir starten gerade auf meiner Karte. Und ja, wir haben hier bei mir mal rot markiert Formel 2-Fahrer zu Williams 2025. Das ist sehr, sehr unrealistisch, weil wir haben ja den Albon und auch jetzt den Carlos, der ja zu Williams kommt. Somit fällt das sicher weg. Und Andretti hält grünes Licht. Da muss ich zwar ehrlich sagen, das habe ich jetzt rot gemacht. Da jetzt aber die ganze Alpin-Diskussion halt im Raum innen steht, könnte es natürlich gut möglich sein, dass vielleicht Andretti kommt und vielleicht Alpin aufkauft, weil er möchte immer noch in die Formel 1 reinkommen. Und momentan ist schon ein bisschen alles möglich. Darum, das ist so ein bisschen das Ding, das könnte sein, dass es vielleicht dann gleich noch grün wird oder vielleicht wieder das Rote verliert. Aber ich denke jetzt mal vorläufig kann man es rot lassen, denke ich mal. Also da müssen wir sicher nichts ändern. Und das ist bei meiner Seite schon. Also mir geht es da nicht eigentlich anzuschauen oder zu besprechen. Das ist relativ überschaubar. Simi, ich glaube, du kannst gerade deine eigene Karte selber vorlesen. Ratzfatz da. Ja, ich habe nicht so viel rot, ich habe nur 2. Sieht bei mir gut aus. Alles gut. Also, dann haben wir da eigentlich mal Las Vegas und Miami noch mehr Show. Das hat sich der Rückblick, nachdem ja Miami so gut wie gar keine Show auf die Beine gebracht hat. Da habe ich auch ein bisschen gestaunt. Perez wird durch Ricciardo ersetzt. I don't know. Sie haben jetzt zwar wieder gesagt, nein, aber ich weiß nicht. Also aktuell ist es rot. Vielleicht wird es mir ein oranges sein. Ich weiß es nicht. Das ist noch echt schwierig zu beurteilen. Und Steak bis Mitte Saison regelmäßig in den Punkt. Wird dort nämlich stehen. Nicht in den Punkten, wäre das eigentlich ein grünes Ding. Aber Steak ist ja so bodenlos unterwegs. Ich sehe nicht mal, dass die Punkte holen in dieser Saison. Bin ich ehrlich. Ja, schwierig. Also man muss sich viel machen oder viel tun in den nächsten paar Monaten oder Wochen. Aber ich glaube es auch allgemein, dass sie so das ganze Projekt bis Audi eigentlich recht schleifen und hauptsächlich eigentlich nur so ein bisschen die 2 Saisons überstehen, habe ich so das Gefühl. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt da viel Geld noch werden investieren für 25 oder so. Oder jetzt allgemein auch fürs 24. Ja, ist halt immer schwierig. Ich meine, all die Führungsregeln hat natürlich eigentlich schon gesehen, dass es jetzt schon funktioniert. Ich meine, wer weiß, vielleicht wird das so ein Ding, dass sie einfach vielleicht schon bevor es startet sagen, gut, es lohnt sich nicht zu viel Geld investieren. Wir haben gesagt, wir machen es, also machen wir es für 2-3 Jahre und dann verpissen sie sich wieder. Das ist halt so ein bisschen... Maybe, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil Audi hat jetzt schon recht viel Geld auch investiert und Zeug und baut und weiss was alles. Also wäre bitter, wenn sie nachher einfach wieder abzischen oder irgendwie einen Nachfolger suchen. Also weißt du, so rein so eine Kosten- und Nachhaltigkeit. Ich glaube, sie hätten sich eher müssen bewerben und haben ja da müssen irgendwie so ein bisschen gewährleisten, dass sie mehrere Jahre dabei sind, weil das ist ja genau das, was ja Formel 1 nicht möchte, wenn neue Teams reinkommen, dass sie eben nach ein paar Jahren, wenn sie merken, es läuft nicht, einfach das Ganze wieder herschmeißen. Darum keine Ahnung. Aber wir werden es sehen. Aber Perez wird durch Ricciardo ersetzt. Simi, meinst du wirklich, das könnte noch passieren? Also das ist sicher nicht. Ich weiß nicht. Das sind immer Gerüchte hinten und vorne, diagonal und was weiß ich. Und das ist wieder geheißen, ja, nach Mexiko wird er noch eine durch Ricciardo ersetzen. Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist so ein Tohuwabohu in dieser ganzen Thematik. ich weiß es effektiv nicht, bin ich ehrlich.
Ja, schwierig, keine Ahnung. Also ich hätte es wirklich gesehen, jetzt in der Sommerpause, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Perez in meinen Augen einfach viel zu schlecht fährt für den Red Bull-Sitz. Und wenn sie nicht Ricciardo nehmen, dann hätte es immerhin im Tsunoda die Chance geben. Aber dort hat ja der Helmut Marko gesagt, er sei mental nicht so weit. Aber keine Ahnung, ich glaube, irgendwie der Helmut Marko hatet ein bisschen den Tsunoda. Und dann wäre der Ricciardo wahrscheinlich, ja, ich sage jetzt, nicht die beste Wahl gewesen, aber es wäre immerhin mal ein Versuch wert gewesen, weil entweder es trägt Früchte oder halt nicht. Aber ich meine, schlussendlich so, ja, viel Sinn macht es nicht. Aber Gabu, da unser Perez-Fan, du weißt ja, wie es ist, ein Perez-Fan sein ist nicht einfach. Was sagst du? Definitiv. Nein, also ich denke, der Perez muss sich definitiv so schnell wie es geht einen anderen Sitz suchen. Also nächstes Jahr wird er wohl kaum noch fahren. Das Jahr ersetzt, denke ich sicher nicht. Aber ich würde jetzt gleich auch sagen, ist fair enough, wenn er nächstes Jahr doch schon würde müssen gehen, seine Einjahresverlängerung nicht bekommt. Dann kann man das wieder grün setzen, das Feldli. Aber nein, ich sehe wirklich nicht viel Gutes für ihn, wenn er so weiterfährt, wie er bis jetzt fährt. Ja gut, da müsste es ja eigentlich dann auch spezifisch durch Ricciardo sein, die Ersetzung, wenn wir sie das aufgeschrieben haben. Aber das ist halt eben auch noch die Frage, ob, also ich sehe nach wie vor eigentlich immer noch einen Tsunoda bei Red Bull, weil er halt einfach viel besser performt. Ja, und ich glaube, ich denke, er hat absolut die Chance verdient auch. Absolut, also ich meine, er fährt besser und ich meine auch, wenn du schaust jetzt über die Sommerpause, ich glaube, er hat nicht wirklich viel gechillt. Der hat das Foto gepostet, der sicher ist baff, der hat wirklich trainiert bis er Bach haben. Also von dem her, ich sehe auch nicht, was der Helmut sagt, dass er mental nicht so stark sei. Also mich denkt jetzt, er macht einen soliden Eindruck, er ist gut in den Interviews, wie er redet, wie er tut, wie er sich verhält. Er wirkt viel erwachsener als viele andere Fahrer. Und grundlegend wäre er die beste Möglichkeit in meinen Augen für Red Bull. Aber ich glaube, Red Bull... Ich weiß nicht genau, was Red Bull will. Vielleicht haben sie das Gefühl, mit dem Tsunoda haben sie einen, der auch gewinnen will, der Max Verstappen wird versuchen zu schlagen. Und vielleicht wollen sie einen soliden Nummer 2 Fahrer. Aber dann, wieso ist ein Bottas nicht in einer Diskussion? Wieso ist ein Hülkenberg nicht grösser diskutiert worden? Oder das wären die besseren Picks gewesen als ein Perez, würde ich jetzt sagen momentan. Und ein Tsunoda habe ich immer wieder das Gefühl, dass er einfach also nicht den Hate bekommt, aber weniger in Erwägung gezogen wird, weil er einfach dank dem Honda-Projekt eigentlich überhaupt bei Red Bull ist unter Vertrag. Und man merkt das so ein bisschen, dass er nicht einfach ein purer Red Bull-Fahrer ist. Er ist ein Honda-Fahrer, der unter Red Bull fährt. So fühlt es sich halt auch ein bisschen an. Und wegen dem, weiß ich nicht, ob sie wie eine Brille anhaben und das nicht sehen, was sie sollten. Ich weiß auch nicht. Schwierig zu sagen. Ja gut, weißt, ich denke da, wo Red Bull im Moment am ehesten bräuchte, wäre halt einfach mal wieder ein bisschen Stabilität im Team, weil halt einfach jetzt viele Leute gegangen sind oder gehen, sage ich jetzt einmal. Und ich sage mal, der halt wirklich sollte gehen, dass das Ganze mal wieder ein bisschen abdampfen tut oder auch wieder ein bisschen ruhiger wird, das ist halt einfach ganz klar der Christian Horner. Weil der hat jetzt einfach halt, es hat halt einfach seit Anfangsjahr ist halt einfach nur noch das Ghetto. Dann ist eben das gekommen mit dem Max, wo ja vielleicht geht. Und dann nachher der Adrian Newey, der geht. Und jetzt ist ja, wer geht jetzt noch? Der Wheatley, wie er heisst, der geht ja noch zu Sauber. Also es gehen recht viele hochrangige Leute dort aus dem Team raus. Und darum, ich glaube, sie müssen halt dort einfach jetzt zuerst mal wieder ein bisschen Stabilität reinbringen, wieder ein bisschen Struktur reinbringen. Und dann können sie vielleicht auch dann wieder auf die Fahrer ein bisschen widerspiegeln, beziehungsweise auch auf Perez gut, wobei der Perez hat ja vorher schon schlecht performt. Keine Ahnung, Mann. Aber ich glaube, halt das kommt auch noch dazu, was hat die ganze Geschichte bei Red Bull halt wesentlich schwieriger gestaltet, als es eigentlich sollte sein. Nimmt es mir schwer an. Aber auch da, wir werden es sehen, was in der Zukunft kommt und was noch passieren wird. Gabo, du kannst ja gerade mit deiner Karte noch weitermachen, würde ich sagen. Natürlich. Bei meiner Karte hat es auch 2 Route gegeben, die nicht mehr stattfinden werden. Und über die erste bin ich immer noch ein bisschen butthurt. Verstappen gewinnt 5 Rennen. Falls ihr euch mal erinnert, dort habe ich ja mal im ursprünglichen Bingo-Podcast gesagt, hey, aber wie schauen wir das jetzt an? Wenn er 5 gewinnt, also Anzahl 5, dann bekomme ich einen Grün, oder wenn er 5 oder mehr gewinnt. Und ja, dann ist leider gegen mich entschieden worden, oder? Das ist
Lobbyismus da. Es ist demokratisch abgestimmt worden. Also Ja, ist gut. Als ob du einen Vorteil würdest du gewinnen. Hallo, mit der Konkurrenzkampf aufrecht behalten. Man spürt es. Ach, ihr hatet doch einfach den Verstappen, sind doch ehrlich. Wow, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Ey. Nein, das war nur zum Angreifen. Nein, das ist logischerweise durch, weil er hat schon 7 Rennen gewonnen. Dann kann er nicht nur 5 gewonnen haben, also ist das rot. Und das Zweite, ja, da sind wir ein bisschen heftig am gucken gewesen, Alonso-Vertrag bei Mercedes. Ja, sie nehmen zwar schon auch einen Rookie, aber halt nicht der Alonso. Ja, wobei ist das jemals unwahrscheinlich gewesen? Ich glaube es nicht. Also, bei Mercedes ist irgendwie jeder gute Fahrer wahrscheinlich gewesen. Also von dem her. Ja, es ist eigentlich erstaunlich. Ich glaube, auf allen Bingo-Karten gibt es keinen Carlos Sainz zu Mercedes Prediction. Wenn es mich nicht täuscht. Das finde ich nicht. Wir müssen nachher mal noch kurz drüber schauen, aber ich glaube es auch nicht. Ja. Nein, ich glaube es auch nicht. Anyway, ja, wir gehen weiter. Magic Card, seine Karte, AK der Levin. Wir haben hier Perez wird durch Ricciardo ersetzt, ist hier auch rot, haben wir gerade vorher schon ein bisschen besprochen beim Simi seiner Karte. Also es gibt halt eben ein paar, die 2 Tipps oder 2 gleiche Tipps haben auf ihrer Karte. Und Stroll, letzte Formel 1-Saison, ja, das ist halt einfach auch wieder so eine Geschichte. Hat er einen Vertrag für 26? Ja, glaube schon. Ist mal irgendwie so einfach so nebenbei announced worden. Oder ist das letztes Jahr gewesen? Nein, ist das Jahr gewesen, habe ich gemeint. Ich weiss das gar nicht mehr. Ich habe gemeint, also es ist... Also ein Vertrag... Es sind dann rausgekommen. Ja. Aber einen Vertrag in dem Sinn hat er ja eh nicht. Also er hat ja auch einfach immer so... Weiß auch nicht. Ja, er fährt einfach das nächste noch. So in dem Stil ein bisschen etwas. Aber es ist halt einfach auch immer noch nach wie vor... Ja, ich will nicht behindert sagen, aber das habe ich gleich gesagt. Wasted Seed! Es ist halt einfach, es ist bodenlos, Mann. Du kannst einfach so einen guten anderen Fahrer reinsetzen und sie machen es einfach nicht. Es ist einfach, egal. Wir gehen weiter noch zum Widow, seiner Karte. Der hat am meisten rote Felder. Also bei dem läuft es gar nicht. Ich glaube, wenn einer von uns das Bingo gewinnt mit den meisten roten Feldern, dann ist er im Moment, oder wo wahrscheinlich die erste Reihe so wird haben. Also wir haben mal Sargent Mitte Season ausgetauscht. Das ist rot, weil wir haben ja, also Mitte Season, wenn wir es auf die Rennen genau nehmen, sind wir schon lange vorbei. Jetzt haben wir ja endlich Mid-Season mit der Sommerpause oder Summer Break. Ja, und er fährt ja immer noch weiter bis Ende Jahr sicher. Und dann kommt ja eben dann der Carlos trainieren. Dann haben wir den Tsunoda, letzte Formel 1 Season. Das ist auch rot, weil der hat ja eine Vertragsverlängerung bekommen bei Visa Cash App Racing Bulls F1 Team. Und dann nachher haben wir Red Bull erneute Dominanz. Das haben wir rot gemacht, weil es ja definitiv nicht mehr so ist, dass Red Bull irgendwie am Dominieren wäre. Das ist jetzt Geschichte. Ist für den Weed-Up scheiße, für uns zum Zuschauen ist es geil. Dann haben wir Joe. Punkte Heimrennen ist nicht passiert, aber ich denke für ihn selber ist es sicher ein sehr, sehr emotionaler Tag dort. Und Albon wechselt zu Top-Team und das ist ein Punkt, das kann ich bis heute irgendwie nicht verstehen, dass der Albon immer noch bei Williams ist. Der hat so eine geile Season letztes Jahr hergebrettert. Klar, das Jahr ist jetzt auch wieder am Struggle, aber das Auto an sich ist auch, scheint es richtig schwer zu fahren. Aber ich hätte so in einem Top-Team gesehen, bei Mercedes oder auch jetzt irgendwie so bei Red Bull wieder, aber das verstehe ich irgendwie nicht, dass der nicht irgendwie so einen Wechsel gemacht hat, beziehungsweise die Frage ist halt, ob er überhaupt so ein Angebot je bekommen hätte. Aber ich hätte dann schon echt bei einem Top-Team gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, es ist halt schwierig, gell? Man muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Und es ist eigentlich speziell, weil das Jahr hat es zu ganz vielen Zeitpunkten den richtigen Ort gegeben. Es wirkt wegen dem für mich auch wirklich so ein bisschen als eigene Entscheidung von ihm, dass er das will, dass er will bei Williams bleiben, weil er so ein bisschen Vertrauen hat und weil er weiss, dass er dort wirklich auch als Nummer 1 Fahrer wird behandelt werden. Und dann ist so ein bisschen die Frage, jetzt kommt ein Carlos Sainz rein. Einer von denen wird das Team einer von denen wird das Team so ein bisschen übernehmen, schlussendlich. Und der das nicht wird übernehmen wird der sein, der geht. Also sagen spätestens dann wird dann ein Albon oder Carlos Sainz wieder zurück in ein grosses Team gehen. Aber ich verstehe ehrlich gesagt schon ein bisschen den Hintergrundgedanken, hey komm, ich chill es,
an einem Team, das mich als Nummer 1-Fahrer sieht und wo mir das Vertrauen gibt, das Team wieder grösser zu wachsen. Also das ist so ein bisschen meine Sicht. Was sagt der Simi dazu? Ja, ich glaube, es ist wirklich das. Er will doch mit Williams etwa das machen, was jetzt der Lando Norris mit McLaren gemacht hat. Er will wieder das Team an die Front bekommen von der Formel 1. Die Ambitionen hat er auch schon irgendwie letztes Jahr angefangen zu zeigen. Und ich glaube, das kann auch funktionieren. Und sind wir mal ehrlich, ein Sainz wird nicht lange bei Williams bleiben. Ein Sainz wird maximal 2 Jahre bleiben. Und dann versucht er nochmal ein grosses Team zu bekommen, wo er nochmal ein Cockpit hat. Weil, wenn du mal gewonnen hast, willst du nicht wieder hindern. Also das ist auch ganz klar meine Meinung. Aber ja, ich sehe es genau so. Und ich sehe auch, dass der Albon noch sehr lange bei Williams bleiben wird. Okay. Also ich habe einfach das Gefühl, halt für den Sainz, also ich glaube, für ihn ist, also es ist ja offensichtlich ein Downgrade, aber ich habe das Gefühl, wenn jetzt das Top-Team wieder einen Platz frei hat und er hat die Möglichkeit, um dorthin zu gehen, weil er halt jetzt die Ausstiegsklausel hat, wo man ja immer gehört, dass er könnte wieder wechseln. Wieso soll das Top-Team auf ihn zurückgreifen, wenn er nachher bei Williams ist und zum Beispiel halt einfach nicht mehr nennenswerte Rennen fährt oder irgendwie Leistungen bringt? Also weißt du, wie ich meine? Ich meine, klar, du kannst sagen, so, ja, er war schon mal bei Ferrari und dort ist er ja gut gefahren. Aber wenn du nachher bei Williams bist und Williams halt einfach nur hinten nachfährt, weil sie die Karren nicht auf die Reihe bekommen, dann schadet sie ja eigentlich mega deiner Karriere. Und dann ist halt einfach schon so, da frage ich mich halt eher so, ja, weißt, wieso bist du denn nicht irgendwie gleich ein Jahr zu Mercedes gegangen, wo du halt einfach ein gutes Auto gehabt hättest, also sehr wahrscheinlich ein gutes Auto gehabt hättest und nachher einfach mal voll gepusht hättest. Weil ich gehe schwer davon aus, wenn der Sainz zu Mercedes gegangen wäre wahrscheinlich der Kimi Antonelli zu Williams gegangen, einfach zum Formel 1 Erfahrung sammeln. Gehe ich mal schwer davon aus. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Sainz so seine Formel 1-Karriere ein bisschen zunichte macht. Also, das ist einfach meine Meinung. Also, ich sehe es nicht so. Ich glaube, dass mit Mercedes ist vielleicht nicht so hart in seiner Entscheidung gewesen, weil ich glaube, Mercedes ist einfach extrem spitz darauf gewesen, halt den Antonelli reinzubekommen. Und es sieht jetzt immer wie mehr danach aus, dass sie es auch werden schaffen eigentlich. Und die anderen Optionen sind für ihn einfach schlichtweg nicht offen gewesen. Red Bull hat nie wirklich grossartige Gespräche mit ihm eröffnet, was einfach absolut ein Fehler von Red Bull ist in meinen Augen. Ferrari, klar, wissen wir. Alpine fände ich noch viel uninteressanter als Williams, weil du nicht weißt, wo es hingeht. Das Audi-Team wirkt auch nicht wirklich so, als ob es gute Anstalten macht. Ich weiß nicht. Also für mich, ich finde eigentlich, die Entscheidung ist das Einzige, was ihm wirklich übrig geblieben ist. Weil ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Mercedes einen riesen Push gemacht hat, ihn zu bekommen. Also so ist es mir auch mal übergekommen. Ja, aber ich meine, schlussendlich hat es ja, also, da hat es ja immer noch Audi gegeben. Klar wäre es ein bisschen Risiko gewesen. Aber ich meine, bei Audi hat ja auch etwas aufbauen. Und ich meine, ich finde Audi jetzt noch ein cooler Brand. Weißt du, was ich meine? Also, ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nicht so ein schlauer Move gewesen. Das ist irgendetwas noch am Hinten. Weißt du, also, ich meine, das ist jetzt weit aus dem Fenster rausgelehnt, aber imagine, er hat irgendwie mit Mercedes oder sonst irgendwie mit einem Team noch einen anderen Deal, dass, wenn die einen Fahrer haben, der nicht gut performt, der Sainz reinspringen kann in einem Top-Team. Weißt du, so zum Beispiel mit Red Bull, aber kein Schwein weiß etwas davon. Das wäre hure krass. Dann ist jetzt einfach nur eigentlich bei Williams sozusagen auf der Ersatzbank. Also fährt schon, aber in dem Sinne auf der Ersatzbank für ein Top-Team. Ja. Hat etwas, aber er kann von der Ersatzbank aus eigentlich relativ gut seine Optionen abwägen für die Zukunft. Ja, true. Stimmt auch wieder. Das ist finde ich schwierig. das. Und er kann gleich noch ein bisschen zeigen, was er kann, nebenzu. Ja. Eben und das. Er hat einen James Walls im Rücken, der natürlich jedem weiteren Teamchef wird das goldige Maul voll reden. So, hey, der ist einfach super, was der macht, ist krank. Der ist super. Der James, Mann. Bester Mann, sage ich. Ja. Absolut. Gut, dann sind wir eigentlich soweit schon durch mit allen roten Fäuden oder so Predictions, die sicher nicht oder nicht mehr werden eintreffen oder vorläufig nicht werden eintreffen. Jetzt gehen wir durch und schauen mal einfach die Predictions an, die passiert sind, haben wir gesagt, gell? So machen wir es. Oder bin ich es falsch? Nein, wir haben es gesagt, wir machen es so.
schauen Sie jetzt mal an, was alles passiert ist und was nicht. Was passiert ist, so muss ich sagen. Mein Gott, schon auf dem Schlauch schon wieder. Und wir fangen wieder bei mir an. Ich habe das erste grüne Pferdchen mit Magnussen verursachten rote Flagge. Das ist auch passiert in Monaco, gell? Mhm. Genau. Wahrscheinlich auch sonst noch einmal irgendwann. Ich weiß es gar nicht mehr, ob es mal in einem Training oder in einem Quali mal noch passiert ist. Aber Monaco sicher, ja. Und dann nachher haben wir Norris Win. Miami war sein erster Win. Eskalation zwischen Gasly und Ocon habe ich grün. Wo ist es eskaliert? Monaco ist schnell ein bisschen eskaliert. Ah ja, stimmt. Ja, voll wieder vergessen. Der Unfall, der ja nach dem groben Unfall passiert ist, wo Ocon dort reingeteift ist. Ja, und Ocon. subsequently der Ocon einfach mal direkt aus dem Team rausgeschmissen hat. Dann. Ja, stimmt. Ja, das ist... Ja, das war echt ein übles Wochenende. Und Alpine wechselt den Teamchef. Ist ja jetzt auch grün bei mir, weil das ist ja jetzt im Spa Grand Prix passiert. Ich muss wirklich sagen, also das ist meine Prediction und ich bin hure stolz, dass ich das predikten konnte. Das finde ich schon geil. Ja gut, aber das ist auch ein bisschen auf der Hand gelegen. Ich meine, da der Bruno Dingsbums da, der ist ja eigentlich zuerst gar nicht der Teamchef von Alpine und dann Anfang des Jahres ist einfach noch so während der Fahrzeugpräsentation so announced wurde so, ja, er ist jetzt auch der Teamchef. also, übrigens. Ja, wirklich so by the way dann, gell? Und darum irgendwie ist das auch ein bisschen auf der Hand gelegen, dass der nicht da wird durchziehen. Aber ja, fair enough, also hast einen guten Punkt rausgeschrieben. Also für mich ist es gut. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob der neue Teamchef da ein bisschen mitwirken kann oder kann ein bisschen verändern. Bei Alpine ist, glaube ich, immer noch das Cockpit offen, gell? Oder bin ich falsch? Ja. Yes. Da bin ich auch gespannt, ob sie wirklich den Check announcen für den Team. Weil irgendwie hat es immer geheißen, in den letzten paar Wochen, er kommt. Und es ist plötzlich wieder ruhig geworden. Jetzt kriegst du einfach nichts mehr. Und es wäre noch übel, wenn der jetzt wirklich doch nicht kommt oder so, aber... Also ich fände es übler, wenn er kommt. Ja, der Briatore ist da jetzt richtig am Werk, gell? Also vielleicht kommt da jetzt gleich noch jemand anderes. Ja, wahrscheinlich, weißt, ich kann mir aber vorstellen, dass bis jetzt die Gespräche so abgelaufen sind. Wir lassen uns nicht einmal hochnehmen, dass wir nicht auf unsere Jungdrivers schauen, wir einsetzen jetzt einsetzen. Nachher haben sie den Briatore ins Team hineingeholt und gesagt, ist mir eigentlich egal, was ihr für euren Stolz oder so habt oder nicht habt. Ich will gewinnen und für das nehmen wir ganz sicher nicht tun. Und es wirkt irgendwie auch so, weil es kommen keine grossartigen Gerüchte. Es ist so ein bisschen, wie als ob es mal auf Eis gelegt ist und sie nochmal wirklich ganz genau schauen, wer sie effektiv nennt. Ja, aber die Optionen werden langsam immer wie schlechter. Ja gut, aber sind wir auch ehrlich, der Jack Doohan, den kannst du nicht brauchen. Also, jetzt ist jetzt böse gesagt, aber... Ja, aber es ist doch so. Ich tue es doch mal ganz schnell schauen. Jack Doohan, ich glaube, der war nie besser als Dritte in der Weltmeisterschaft. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vizemeister ist in der Formel 3 geworden, das weiß ich aus dem Stegreif. 22 6. in der Formel 2, 21 19. in der Formel 2, aber 2. in der Formel 3 Championship im 21. Und dann wiederum auch im 20 ist es 26. geworden im F3. Also, sorry. Nein, hör mal auf. Der hat keine einzige Championship gewonnen. Also Karting wahrscheinlich schon, aber er hat kein Formula Championship Win, kein einziger. Ja gut, sind wir ehrlich, hat der Mazepin oder Latifi auch nicht. Und ja, aber Sargent auch nicht. Also. Die haben dafür ein bisschen mehr Geld gehabt, wenigstens. Ja, fair, okay, das ist so. Ja. Nehmen wir einfach nicht tun. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich glaube, das ist alles bei mir. Genau. Ja, Simi, dann sind wir wieder bei deiner Karte. Ich wollte noch sagen, ich habe auf meinem Zettel noch so einen Nelson Piquet Jr. für das Alpine Cockpit. So unter einem Briatore. So. Damit sie wieder gewinnen können. Anyway, gut, schauen wir das. Eine Prediction auch von mir. Oh, da bin ich stolz, dass sie eingetroffen ist. Vettel im Videofeed. Ja, das ist sehr früh eingetroffen. Das ist echt schon eine meiner Favorite Predictions, Alter. Wie hast du das gedacht? Du hast einen richtig geilen Namen für das. Meinst du mit dem Singapur? Nein, irgendetwas wegen Vettel.
Einfach Vettel im Videofeed habe ich halt. Viertel mit Viertel. Ah, okay, gut. Weiß nicht. Super. Aber es ist super. Okay. Ja, eigentlich sind meine 3 Grünen alle sehr früh gekommen. Da haben wir noch einen Leclerc-Sieg in Monaco. Finally. Mein Herz hat aufgebrochen, aufgeschlagen. Alles um mich herum war eine rosa-rote Welt gewesen. Was nachher passiert ist, das lassen wir mal auf der Seite. Und Ferrari Doppelsieg, da ist, um ehrlich zu sein, ich hätte nie erwartet, dass der kommt das Jahr. Aber der Max hat gesagt, ja, ich schenke euch den in Melbourne. Relativ schnell, früh gewesen. Das war auch ein schöner Moment gewesen. Ich kann es gerade sagen, einfach schon im ersten Rennen dabei. Aber man muss aber auch sagen, der Grund, wieso das dort der Sainz gewonnen hat, ist ganz klar, weil er den Blinddarm draussen hatte und er war einfach leichter gewesen. Genau, das ist Die Williams sind einfach 2 Fahrer, die keinen Blinddarm mehr haben. Die werden richtig schnell sein nächstes Jahr. Das sind die neuen Taktiken. Das ist das Kriterium gewesen. Oh mein Gott. Wahrscheinlich. Ja, aber ich finde es super, dass nicht nur hat der Simi so ein bisschen Ferrari Picks bekommen. Ich bin schon kein Ferrari-Fan, der Simi, nein. Mal bei Ihnen? No. Alpine-Fan, hä? Ja, aber er hat sie sogar grün bekommen, die beiden Picks, das finde ich super. Ich gönne dir. Danke, Bro. Ja gut. Ja, da bei mir? Da kommen wir schon zum Schubs, gell? Also ich glaube, Ja. ist da... Ja. Das habe ich mir einfach extra nichts gesagt, um zu schauen, wie er reagiert. Und beide so, ja, das hat er nicht gemacht. So ist einfach ins offene Messer reingelaufen. So Ja, ein wirklich. Sack. Ich könnte auch mal etwas sagen. Oder? Ich übernehme schon das Zepter, kein Problem. Du, wir haben jetzt auch mal eine super gute Überleitung gemacht. Du kannst jetzt sagen, was du willst. Und ja. Also, es ist einfach, oder Teamkollege Crash, das passt gerade, oder Messer in den Rücken bekommen von meinem Teamkollegen. Jetzt geht es um Teamkollege Crashes. Und weiter ein Übergang. So. Kollegen, gell? Ui. Jetzt wird geschossen. Nein, Teamkollege Crash hat es, glaube ich, sogar diverse gegeben. Also schon mal auch wieder klar, diverse in einem Rennen. Ich würde nämlich den Perez Magnus und Monaco Crash auch als Teamkollege Crash betiteln, weil er eigentlich von Haas ausgelöst worden ist und den Haas mitgerissen hat. Dann ganz klar Alpine, die beiden Boys vor dem Tunnel. Und ich habe das Gefühl, es ist noch irgendein Teamcrash passiert das Jahr. Habe ich irgendwie im Kopf. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht mehr wann und wo. Und wer. Keine Ahnung, im Fall. Also, mir sagt's nicht. Einfach Ferrari hatte mal ein bisschen recht heißes Battle gehabt. In Spanien war das, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob es dort irgendwie eine Berührung könnte, in dem Sinn, dass man es als Crash bezeichnet. Ich glaube es zwar nicht. Ich kann es jetzt nicht sagen. Keine Ahnung. Und ja, das ist die nächste Prediction ist eine Prediction, die ich gerade selber am Studieren war, jetzt gerade, wieso das die grün ist. Hamilton 2 Sieg. Ja! Sorry, ja. Ja, der Nicht-Hamilton-Fan hat sich da gerade geäussert, oder? Wieso die Reaktion, wenn du kein Hamilton-Fan bist? Ja, nein, also ich meine, du... Hä? Was sagt du? Du musst schon an die Türe. Schau, ich muss schon an die Türe. Ja, ist gut, ist genau. Nein, aber wirklich, ich mag's im Hamilton extrem gönnen. Ich mag es vor allem auch Mercedes sehr gönnen. Die haben es eigentlich verdient, mal wieder etwas zu erreichen. Aber das reicht dann auch wieder. Somit ist eigentlich für mich schon Mercedes-Siege für die nächsten 2 Jahre wieder gesättigt. Ich habe schon genug gesehen davon. Ich könnte gerne gerade wieder aufhören damit. Danke. Ja. So, jetzt bin ich wieder retour. Das war schon mal mein Nachbar. Also, gut, hast du ja, nein, also ich weiß nicht, was du gesagt hast gerade, aber Hamilton, also wirklich, mag es mir gönnen. Also, ich meine, er könnte seinen 9. WM-Titel jetzt mal einholen, das wäre gut. Und ja, aber das super gefunden. Aber er hat ja, glaube ich, nur grün bekommen, weil er ja in Spa ist ja disqualifiziert wurde. Darum. Das hätte ja nicht gewonnen. Aber jetzt mal geschaut, eine andere Frage. Wird es wieder rot werden, wenn jetzt noch einen 3. Sieg wird holen? Ja. Eigentlich schon, gell? Ja, Prediction ist nämlich, dass er 2 Siege holt. Gleich wie Verstappen, dass er 5 holt. Also das wird wieder grün. Wieder rot. Wieder rot, es wird von grün zu grün. Ja, also ganz ehrlich, ich hoffe es nicht, dass es rot wird. Ja, also ich hoffe
Also ich hoffe es für dich auch nicht, aber ich würde es dem Hamilton gönnen natürlich. Aber egal, also wir gehen jetzt weiter zum Magic Was sagt der Card. Hamilton-Fan da? Hä? Was? genau? Was? Hey, es hat schon wieder geläutet, unglaublich, meine Nachbarn, ich weiß nicht, was die haben. So, also, wir Ich glaube, machen der Magic Card ist schon an der Tür. Der wollte erzählen, dass der Norris gewonnen hat. Ja, genau, das haben wir ja aber schon mal gehabt, das Norris-Sieg. Eben Miami, haben wir schon angesprochen. Rote Flagge im Rennen, auch Monaco. Also von dem her hat er 2 Punkte. Prediction gemacht. Hey, keine Ahnung. Das ist ja super. Was ist eine rote Flagge? Also, Ich glaube, die könnte von mir kommen. aber es sind 2 Punkte, die ich einfach auch abgestrichen habe. Also, das ist so gut. Super. Ja, er hat eigentlich bis jetzt am meisten grüne Dinge. Ich habe 4. Du? Simi 3. Müsstest du sein, oder? Ja, voll, ich Ja, habe ja. meisten. Ah, krass. Aber gleich Aber habe ich du eine hast Reihenfolge, trotzdem- wo ich nicht wiederhole, das Bingo, aber egal. Ja, richtig. Du hast eigentlich basically nur noch eine Reihenfolge, wo Haas muss verkauft werden und der Verstappen muss Weltmeister werden. Also das eine ist realistischer als das andere. Und dann hast du aber noch 2 andere. Hülkenberg Podium, zusammen mit Comeback der Klimakleber und Verstappen wird Weltmeister. Jetzt greifst doch nicht voraus. Das Ja, da kommen wir nachher noch zurück. Hey, Ja. Gut, das ist eine gute Entschuldigung. Das war gerade spannend. Dann kommen wir am Schluss noch zum Weed Open und dann kommen wir nachher zu dem, wo der Match kann, wo der Gabo kann loslegen kann. Der Weed Open hat Hamilton-Sieg. Ja, hat ja 2 geholt. Ist jetzt halt noch Sieg, ist jetzt halt die Frage, ob man das wieder definieren auf Sieg und Sieg. Weil dann könnte man es eigentlich auch rot machen, weil er schon 2 gewonnen hat, weil es ja noch eine Einzahl ist. Aber, Eine Einzahl? ja, eine Einzahl, das ist einfach noch, ja, egal. Anyway, jedenfalls, wir sind jetzt mal gnädig und wir lassen es im Grün, weil sonst hätte ja wieder alles rot. Das wäre ein bisschen bodenlos. Aber ich muss jetzt aber trotzdem sagen, also Sieg, Hamilton-Sieg, ich würde jetzt sagen, ein Hamilton-Sieg ist ein Hamilton-Sieg, ja, aber es steht nicht, er bekommt nur einen Sieg. Ja, das ist... Da würde ich jetzt einfach sagen, ein Sieg ist ein Sieg und dann ist das grün und dann fertig. Ob er noch mehr Ja. bekommt, ist egal, weil gleich einen Sieg gehabt. So. Genau, ja, wir lernen es so, das ist gut. Das passt so. Ja, dann kommen wir jetzt einfach zu den restlichen Feldern. Bei mir Die sind Gewöhnlinien, die noch offen sind. ja, also in meiner ersten Linie habe ich drinnen noch Hülkenberg eben Podium. Ja, da muss viel passieren wahrscheinlich. Wobei Hülkenberg sieht ja tendenziell schon recht stark aus in dieser Saison, aber ich glaube, für ein Podium wird es schon nicht lange. Dann nachher eben Magnussen verursacht rote Flagge, das habe ich ja grün. Comeback der Klimakleber. Auch da, wir haben es vor dem Podcast schon angesprochen, in Österreich hat es im Formel 3-Rennen hat es anscheinend eben einen Vorfall gegeben mit Klimakleber, die sich angekündigt haben und auch anscheinend eben auf der Strecke gewesen sind. Es ist jetzt aber nicht irgendwie grün oder rot, weil es ist halt im Formel 1 Feed oder im Formel 1 Rennen an sich ist nicht passiert oder in einem freien Training von der Formel 1 oder Qualifying, whatever. Darum, wir lassen es einfach mal so offen, würde ich sagen. Vielleicht kommt ja noch irgendwo ein Rennen, wo es könnte passieren. Jetzt gerade vielleicht Sanford noch oder ja, wo könnte es noch am meisten passieren? Wer kommt nach Sanford? Italien, ja, Italien denke ich zwar jetzt auch. Aserbaidschan. Meinst du, das könnte passieren? Aserbaidschan hat einen relativ hohen Anteil an Nicht-Top-Fahrern, die aufs Podium draufkommen. Walter, ich rede über den Klimakleber. Oh mein Gott, what the fuck? Hä? Was? Oder was? Ich bin, mein Hirn ist zurück zum Hülkenberg. Jetzt habe ich gerade so gedacht, Alter! Hä? Hey, als ob ich mit dem Gabo reden, der in der Vergangenheit noch hat. What the fuck? Ich habe schnell versucht, etwas einzurichten auf dem Computer. Und ich habe eigentlich schon mitbekommen, dass wir weiter sind. Aber ja, wir sind nicht geil. Gut. Hey, das ist Gabo at its best. Alter. Das kannst du einfach nicht alles betiteln. Es ist einfach so legendär wieder. So gut. Oh, shit. Ich bin drauf klar. Ja, nein, Rennkalender. Was haben wir noch für Rennen? Ja, einfach wo Klimakleber könnten vorkommen. Also Italien glaube ich ist zwar auch weniger, aber höchstens so Sanford jetzt. Aber sonst irgendwie muss ich sagen, keine Ahnung. Ich denke, wir würden es nicht gelten lassen, wenn jetzt das nicht Klimakleber wären, sondern andere Sachen. Weil ich meine, gerade Aserbaidschan könnte vielleicht wieder sein, dass sie, also was heißt wieder, könnte einfach sein, dass dort die Leute irgendwie Revolt machen, die haben immer ein bisschen Probleme mit so politischen Themen etc.
Ja, nein, es geht schon Mexiko wirklich um könnte auch Klimakleber. sein. Ja, aber wenn es um Klimakleber geht, wird es schwierig, weil die Länder, die noch aufkommen, sind sehr ölfreundliche Länder, aka USA, Mexiko, Brasilien, Katar, Ja. Abu Dhabi. Aber wenn es nicht Klimakleber wäre, das könnte mir noch schon passieren, dass vielleicht Mexiko oder so noch irgendwie protestiert wird. Okay. Ja, du, also, dann wäre es aber schlussendlich nicht abgehökelt dann. Sehe ich wie. Aber wir sehen es ja dann. Dann habe ich noch den Verstappen-Weltmeister 2024. Ist momentan das noch ist, möglich. kannst fast rot machen, das ist fast unmöglich noch. Alter, der Max. Ich glaube, jetzt ist schon auf dem Comeback der Klimakleber angekommen. Hey, nein, das haben wir noch so. Also da ist noch einiges möglich vielleicht. Who knows? Du als Red Bull-Fan solltest es ja noch Unterstützung geben. Das ist 160 Punkte voraus. Glaube Das ich. sind so viel. Ich habe es gemeint im Fall. Es ist verdammt krank. 78. 78, okay, gut. Ja, aber gleich. Immer noch viel. 160 Punkte voraus. 78. Nein, die ist ja vor dem Perez, glaube ich, die 160 Punkte. Habe ich irgendwo gelesen. Ja, Gut, ich bin hätte ja eigentlich wirklich sollen vor der Sommerpause hätte ja Perez sollen irgendwie innerhalb von 150 Punkten sein oder so, dann hat es nicht geschafft. Genau. Gut, dann habe ich noch McLaren, also das ist die zweite Reihe jetzt, McLaren zweiter Platz Konstrukteurwertung, das ist momentan El Possible, wenn nicht sogar der erste wahrscheinlich, wenn der Perez weiterhin so scheiße performt. Dann eben Formel 2 Fahrer zu Williams 2025 ist rot, Norris Win ist grün, Ferrari-Sieg in Monza. Oh, ganz ehrlich, ich würde es so geil finden. Und ich glaube, so Ferrari wird in Monza schon recht stark sein, weil da wollen sie schon wieder gewinnen, nehme ich jetzt mal schwer an. Also wieder, was heisst wieder? Ist ja schon länger her, aber das möchte es wahrscheinlich schon gewinnen, nehme ich jetzt mal schwer an. Aber, Simi, wie siehst du das, du als ambitionierter Ferrari-Fan? Nein, wir wollen Monza nie gewinnen, das ist ein Mythos. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat. Wir hoffen immer, dass wir verlieren, das ist ja absoluter Joke. Der Podcast of Lies irgendwie. Ja, absolut, wenn wir Monza gewinnen. Hä? What the fuck? Wenn du WM nicht kannst gewinnen, dann willst du wenigstens Monza gewinnen. Aber es ist jetzt auch schon wieder, ich glaube, 3 Jahre, wenn ich in den richtigen Kopf habe. Muss 3 Jahre her sein. 21 ganz gewonnen. Nein, Nein, das nicht. ist... Nein, das ist Nein, doch sorry. Mal wieder zurück. 15. 5 Jahre. 5 Jahre, ja. 19, 20 ist ja. er Ja, ich rausgefallen has- und has dann ist es verwechselt. scheiße geworden. Leck, mir bin ich Pfeife-Fan, du. Hobby-Fan. Nein. Ja, siehst du, es ist schon ein bisschen Weile her, wo der Charles Leclerc das gewonnen hat. Dort. Dann habe ich hier dritte Reihe jetzt. Mindestens 3 Fahrer verlieren das Cockpit. Oh, da muss ich schnell überlegen, ob das nicht schon passiert ist. Das müsste schon passiert sein, ja. Also gut, nein, der Simi hat ja, das ist vom Simi, das weiß ich noch. Der hat wirklich gesagt, sie müssen aus der Formel 1 rausfliegen, das weiß ich noch. Stimmt. Und das wäre im Moment wäre eigentlich nur der Sargent gerade so das, wo es Einer von den betrifft. Sauber wird es höchstwahrscheinlich auch noch treffen. Der Magnus. Ja, Der Magnus ist sich nicht einmal mehr gross richtig Formel 1 am orientieren. stimmt, Magnussen droppt, Sargent droppt und einer von Sauber wird auch droppen, sehr Dann wahrscheinlich. wären es 3, aber das ist noch nicht offiziell, aber die Tendenz ist da, dass Ja. das passieren wird. Oh, let's fucking go, Alter, Mann. Und dann gibt es noch den Perez natürlich, ja? Der kann ja auch noch droppen. Mhm. Aber du hast geschrieben, kann mindestens 3. Ja, ja, das mindestens heisst, wenn es mehr sind, ist alles Absolut, genau. gut. Aber Also das hilft dir fast nicht bei einer guten Gewinnlinie, würde ich sagen. Nein, das ist nicht relevant. Ausser die Andretti kommt gleich noch rein. Aber dann müsste Ferrari sich den Arsch aufreißen nachher. Yes. Dann haben wir eben Eskalation, Gasly, Ocon haben ja grün, Andretti hat grünes Licht, ist bei mir jetzt noch rot. Eben wie gesagt, kann sich natürlich noch ändern, vielleicht mit Alpine. Ferrari im WM-Kampf dabei. Ganz ehrlich, ich wünschte so sehr, dass Ferrari mit dabei wäre. Es wäre einfach so geil, wenn Mercedes, Ferrari, Red Bull und McLaren einfach um die fucking WM würden fighten. Aber Ferrari hat einfach nach Imola haben sie einfach so einen scheiß Drop hergelegt. Und ob sie da noch wieder raufkommen, I don't know. Sie kommen zwar mit einem grossen Update, habe ich gemeint, auf Monza oder Zandvoort? Schon Ich weiß nicht. Zandvoort, habe ich gelesen. Zandvoort ist es. Es ist auf Sandforce grosses Update, ja. Und also ich sehe es ehrlich gesagt nicht unwahrscheinlich, weil ich habe das Gefühl, je nach Strecke und je nach Bedingungen kann Ferrari auch gut dabei sein. Also ich denke, sie werden sich schon noch mal mitmischen gegen Ende Jahr. Und sonst machen sie halt einfach wie immer Ferrari gegen Ende Jahr scheiße. Ja, ist doch so. Ferrari doing Ferrari stuff. Das Ding ist halt einfach, ich möchte einfach schon hure gerne mal wieder, dass Ferrari einfach Konstrukteurweltmeister wird. Das würde ich einfach schon hure fühlen, Mann. Weil es ist einfach zu lang her.
Einerseits das und auch Fahrer-WM ist schon zu lang her. Und ich würde es einfach wirklich dann mal richtig gönnen, dass die mal wieder ein bisschen Erfolg haben. Das ist einfach sehr schade. Aber ja, das Jahr wird es schwierig. Und ich glaube es auch ganz ehrlich, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich auch nicht so realistisch. Weil ich glaube nicht, dass Ferrari gross noch etwas wird investieren ins 25er Auto. Ich glaube, also so wie alle Teams, die werden das einfach überbrücken. Nicht immer schwer an. Ja, kann aber sein, dass es dann wegen dem Gas Racing gibt, gell? Weil ich denke, die kleinen Teams werden sicher schon noch ein bisschen versuchen. Und dann kann es sein, dass die halt mal ein bisschen weiter hochkommen. Also ich denke, das 25 wird spannend, aber ich denke, jetzt beim 26, wenn wir wirklich sagen, was ist realistisch, dann sage ich, dass es einen Kampf gibt zwischen McLaren und Red Bull. Das ist realistisch. Ich denke, Ferrari und Mercedes werden sich so gegenseitig ein bisschen ausstechen, habe ich schon fast das Gefühl. Aber die bis jetzt konstant eigentlich, seitdem sie gut dran sind, immer noch gut dran sind McLaren. Und ja, also, von dem her das ist realistischer. Safe. Also ich sehe momentan Konstrukteur-Weltmeisterschaft sehe ich momentan bei McLaren. Same. Also die haben auch einfach am meisten Potenzial. Also jetzt vor allem mit dieser Saison. Dann habe ich die 4. Reihe. Haas wird verkauft. Ja, momentan sehr unrealistisch. Bottas-Vertrag wird nicht verlängert. Das wiederum ist oder könnte realistisch sein. Ist halt einfach ein bisschen die Frage. Er hat ja so ein Bild gedroppt auf Instagram mit einem R8 zusammen. Da haben die Hurenführer schon spekuliert, ja, er fährt jetzt doch für Audi dann. Dann heisst es aber gleich wieder, ja, der Mick kommt vielleicht und eben jetzt der Robert Schwarzman kommt vielleicht noch. Wer ist noch alles gewesen? Was sind noch für Namen gedroppt? Also alles Bortoletto ist noch mal im Raum gestanden. Mhm. Ja. Dings noch, der Liam Lawson ist auch mal plötzlich genannt worden wieder. Ja, Also- irgendwie fast jeder ist in Verbindung gebracht worden mit dem Team. Es ist so ein bisschen ein guter Einstiegspunkt für alle, die noch nicht in der Formel 1 fahren und ein guter Aufhaltspunkt für Leute, die gerade keinen Sitz haben. Oder? Andererseits auch da sehr spannend. Also ich finde jetzt eigentlich Kombi, Bottas, Hülkenberg wäre das Beste, was sie machen können. Das Ja. ist meine... Das ist so. Also die Frage ist halt einfach, möchten sie halt ein Team haben, wo beide Fahrer viel Erfahrung haben, wo sie darauf aufbauen können, oder möchten sie zum Beispiel eben, also ich sage jetzt mal, ein bisschen etwas riskieren und jemanden Jungs nehmen. Zum Beispiel eben Mick, der hat das einfach ein komplett deutsches Team, aber dann nachher, ja, ich weiss ja dann, ich würde jetzt eher bevorzugen, dass sie einen Bottas behalten mit Erfahrung und auf den mit aufbauen, statt irgendwie einen jungen Fahrer nehmen, der halt ja hier und da vielleicht ein bisschen Blechschaden macht, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es macht ein bisschen mehr Sinn so. Ja, dann als nächstes Alpine wechselt Teamchef Eberst Grün und Piastri erzielt mehr Punkte als der Norris. Ja, ist im Moment wahrscheinlich auch ein bisschen unwahrscheinlich. Ich weiß zwar nicht jetzt gerade die Punktedifferenz zwischen diesen zwei. Da kann ich gerade sagen, es ist 32. Norris 100, genau, 199 zu 167. Und sind wir ehrlich, der Piastri ist nur so weit hinter, weil er wirklich ein bisschen Pech gehabt hat mit Reliability oder halt wirklich Crashes oder einfach kleine Sachen eigentlich, die er nicht viel dafür kann. Okay, ja. Gut, der Norris müsste halt einfach nach wie vor immer noch konstanter fahren, wenn es halt um einen Win auch geht, muss man sagen. Oder halt einfach weniger Fehler machen, also halt einfach fehlerfrei werden. Man macht halt immer noch recht viele Fehler und das ist ja das, was wir eigentlich in jedem Podcast eigentlich irgendwie wieder ansprechen. Dass er halt einfach hier und da immer noch recht viele Fehler macht. Leider, muss man sagen. Aber sonst wirklich ein guter Fahrer. Ja, das war mein Bingo gewesen. Ich halte jetzt wahrscheinlich mal für die nächsten paar Minuten den Schnabel. Nein. Ich übergebe das Wort dem Simi zu seiner Bingo-Karte. Ja, jetzt schauen wir noch die Bingo-Karte durch. Also, wir fangen von oben an. Jetzt haben wir mal den Hamilton, der Weltmeister 2024 wird. Yes! Ja, der Hamilton-Fan, habe ich gehört, wo ist er? Ja, wird nicht wirklich realistisch sein. Da sind wir, glaube ich, alle der Meinung, der wird entweder an Verstappen oder an Norris vergeben werden. Sag niemals nie, ja. Ja, natürlich, es kann alles passieren, aber realistisch gesehen, auch von den Stats her, hat noch nie ein Formel-1-Fahrer mit so viel Vorsprung zu dem Zeitpunkt den WM-Titel aus der Hand gegeben. Also, ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass der Verstappen den noch würde abgeben. Einiges ist immer das erste Mal.
Ich habe gemeint, du hast jetzt ein bisschen den Schnabel da hinten. Ja, ist gut, ruhig. Das ist ein wichtiges Thema für ihn, er muss sich melden. Nächstes Jahr kaufe ich mir noch Ferrari-Merch. Ist dir übrigens aufgefallen, vorher gegeben, seitdem der Hamilton bei Ferrari und Vertrag ist, oder plötzlich auch Ferrari so sagen, ja, ich finde es schon gut, dass sie beim Kampf dabei sind, hoffen 25. Hallo, ich liefere den Kohle, Ja, mach, ist gut, Simi und ich machen fertig. Gut, dann gehen wir mal weiter. Sargent Podium, zu 100% wird nie passieren. Da war etwas ganz Grusiges am Kochen. Ich weiß nicht, wer das. Da hat einfach nur irgendeine Prediction reingeholt, um irgendeinmal Spay pissen. Sind wir ehrlich? Das ist nur zum Nein, einfach eine Lücke füllen, sind wir ehrlich. Ich freue mich schon darauf, schauen, wer das war. Ich bin mir fast sicher, dass der Levin war. Mensch, Ja, könnte ich mir vorstellen. Ich kann es Ja, mir fast vorstellen, ja. schauen, vielleicht kann ich es fact-checken. Gut, dann eben wieder Sargent mit dem meisten Schaden vom Durchschnitt. Ich glaube, ist tatsächlich sogar nicht mal der Fall. Ich glaube, das sind andere Fahrer, die haben ein bisschen mehr Unfall gebaut. Abwarten, was die zweite Saisonhälfte mit sich bringt, ist Stand jetzt wahrscheinlich nicht etwas, was passieren wird. Und eben noch Las Vegas und Miami noch mehr Show gehabt, das haben wir sich erledigt, das haben wir ja schon angeschaut. Dann geht es schon in die zweite Reihe runter, mit dem Perez, der durch Ricciardo ersetzt wird. Wie gesagt, ich bin da noch zwiegespalten, ob das wirklich nicht doch noch passieren könnte oder nicht. Den Vettel im Videofeed haben wir ja auch schon gehabt. Imola, wo er da mit dem Auto vom Senna rumgefahren ist. Sehr emotional, sehr cool gewesen. Steak bis Mitte Saison regelmäßig in den Punkten, haben wir auch schon abgehandelt. Und dann haben wir noch Albon P3 im Qualifying. Wo ich, Der ist sicher vom Levin gekommen. ja, das glaube ich auch. Bin ich erstaunt, dass wir doch noch ein bisschen weiter weg sind, als ich es erhofft hätte. Also ich habe gedacht, der Albon wird öfters im Q3 sein, vielleicht auch mal so Reihe 4. Aber ist tatsächlich gar nicht mal wirklich der Fall. Also Williams hat eher sogar wieder einen Schritt hinterher gemacht in dieser Saison, im Vergleich zur vorherigen Saison. Also finde ich ehrlich gesagt, geht mir auch ein bisschen so. Ich finde, so ein bisschen mit der Progression Rate, wo Williams gegen Ende von letztes Jahr hatte, hat man mehr das Gefühl gehabt, dass sie halt noch ein bisschen besser dran sind. Aber ich habe fast wie das Gefühl, wenn du so ein bisschen die Fahrer zulässt, sie beschweren sich nicht mehr so, dass das Auto hure schwierig ist und dass es fast unfahrbar ist, dass man es nicht kontrollieren kann, Oversteer, Understeer. Es kommt mehr einfach nur, ja, es hat von der Pace nicht gelangt, aber das Auto fühlt sich super an. Und dadurch, ich glaube, sie machen schon den Schritt in die richtige Richtung, weil jetzt haben sie sich langsam, glaube ich, eine bessere Basis aufgebaut. Aber es reicht nur nicht, weil das Auto ist wie nicht schneller geworden. Es fühlt sich besser an zum Fahren, es ist einfacher zu kontrollieren, aber es ist nicht schneller geworden. Aber langsamer vielleicht auch nicht. Also es ist so ein bisschen, ich glaube einfach, die anderen Teams haben ein bisschen mehr vorwärts gemacht. Sprich vor allem Haas und Alpine sind ganz klar wieder vor Williams, was so gegen Ende letztes Jahr nicht unbedingt klar war. Also von dem her, ja, ich denke mal, dass Williams so in der zweiten Hälfte doch noch etwas reissen kann. Und also ich finde es nicht unwahrscheinlich, dass er vielleicht hoch kommt. P3 schwierig, aber dass er ein gutes Quali mal macht, kann passieren. Ja, ich glaube, wenn er mal P3 sollte erreichen können, dann müsste er fast schon so etwas haben wie der Ricciardo damals in Mexiko mit dem Racing Bull, wenn er so in der ganz hohen Atmosphäre ist. Und der Williams müsste halt dort funktionieren. Der könnte es noch eintreffen, aber sonst glaube ich eher nicht. Für das sind die Top 4 Teams vorne mittlerweile einfach wieder zu sehr gesetzt. Ja, kann ich unterschreiben. Dann gehen wir mit Reihe 3. Leclerc-Sieg haben wir auch schon abgehandelt. Haben wir gehabt. Ein Alonso-Sieg, das wünscht sich ja ein Großteil der ganzen Fangemeinschaft, dass das endlich mal passieren sollte. Letztes Jahr hat es ja fast in Monaco geklappt, hat das Team das nicht strategisch so vermasselt. Ich sehe es aber nicht. Für das ist der Aston Martin in dieser Saison einfach Zeit hinten nachher. Wir haben es allein in Spa gesehen. Der Aston Martin hat so keine Chance gehabt, wirklich mitzuhalten mit denen vorne nach. Und die sind ja wirklich in einem Train gewesen. Die haben ja nicht wirklich komplett Gas gegeben. Der Alonso ist einfach hinten nachgekommen. Und es wird auch das nicht passieren. Und so leid es mir auch tut, jetzt für die ganzen Alonso-Fans da draussen, ich sage auch, der Alonso wird kein Formel-1-Rennen mehr in seiner Karriere gewinnen. Oh! Alter! Ist eine riesige Prediction, aber ich verstehe ihn. Ich meine, Er ist nicht unbedingt im richtigen Team dafür. und ich glaube auch nicht, dass Aston Martin nächstes Jahr nochmal den Schritt gegen vorne macht. Vielleicht im 26. Jahr. Aber ich sehe immer noch
die anderen Teams, die gesetzten Top-Teams, die sind einfach immer noch ein Mühe besser da. Klar, Aston Martin baut sich jetzt alles auf, damit sie konkurrenzfähig werden können. Aber im Endeffekt kannst du so eine gute Facility haben, wenn du nicht die passenden Leute im Hintergrund hast, die das Team vorwärts bringen. Dann bringt dir auch ein Fernando Alonso nichts in dem Auto. Ja, aber der Adrian Newey kommt. Ja, das ist noch nicht fix. Das ist überhaupt nicht fix. Ja, aber sind wir ehrlich, also dass der Adrian Newey Formel 1 verlässt, das wird nicht passieren. Der wird 100% in einem Team landen. Und ich gehe wirklich auch davon aus, dass der nicht zu Ferrari geht, weil ich glaube nicht, dass er England verloren. Der geht zu Ferrari. Ja, er guckt bei Williams vielleicht. Who knows? Alter, bei Williams wäre wild, Alter. Das wäre richtig das wäre hure wild. Alter, das Echt back to the roots. wäre richtig geil. Ja gut, aber hat er nicht Kritzka mit Williams, bevor er gegangen ist? Ja, da gehst du ja nicht mehr. Alter, Ja, fair. Ist hart, aber fair, ja. Rest in Peace an dieser Stelle, aber er ist ja nicht mehr. Ja, okay, gut. Claire ist ja auch nicht mehr. Also Williams hat ja gar nicht mehr. Ist ja nur noch ein Name im Endeffekt. Ja, also sie werden schon noch 1-2 Employees haben, die bei damals noch dabei waren, aber die sind Ja, die haben dann nichts zu nicht sagen, der Rede wert. Ja, absolut. Vielleicht Putzfrau oder so. Uff. Geht sie extra beim Cheese nicht putzen. Ja, genau. Du hast damals 1900 irgendetwas mit der Schweiz so voll gemacht. Und Ja, genau. nicht mehr. The real reason why he never came back. Einfach nicht gespielt. Der Williams Flash gegen 1994 oder so etwas. Ja gut. Ich würde mal sagen, wir machen noch weiter. Wir könnten noch ein bisschen weiter ausschweifen, wenn wir möchten. Ferrari Doppelsieg ist ja auch schon passiert. Und ein Steak-Podium, ja, also das erste Mal sollten die Ambitionen haben, mal P10 zu erreichen im Rennen, bevor wir überhaupt über ein Podium könnten schwätzen. Und dann haben wir noch die letzte Reihe. Ein Red Bull Doppel-DNF. Halte ich noch für möglich. Allein auch, weil der Max ja jetzt auch schon Grip Penalties gehabt mit seinen Komponenten. Also es kann gut möglich sein, dass irgendeine Komponente nochmal frühzeitig der Gäste aufgegeben wird. Und der Perez, ja, könnte dann mit dem DNF rausgehen. Also ich sehe das noch sehr realistisch an. Ich hatte so gehofft, dass du sagst, so, ja, der Perez, der crasht die ganze Zeit. Ein bisschen diplomatisch. Haas wird verkauft, sehe ich nicht. Für das sind sie in dieser Saison so gut dran, wie sie schon länger nicht mehr gesehen sind. Die letzte Saison hat das gerade unterschrieben, dass das noch passieren könnte. Aber in dieser Saison gesehen das definitiv nicht. Und dann kommen wir zu einem Punkt, da habe ich mal mit dem Dömen das mal angeschaut. Mindestens 8 DNF in einem Rennen. Ich glaube, wir haben das mal gehabt, in einem Formel 3 oder 2 Rennen sind, glaube ich, 8 Fahrer ausgeschieden. Einfach in der Formel 1 noch nicht. Ja, in Spa sind ja so viele rausgefallen. Formel 3 und Formel 2. Da hat ja wirklich geregnet gefühlt, dass so sind die rausgefallen. Und im Porsche Cup hat es ja auch so rausgekagelt die ganze Zeit. Und in der Formel 1 ist einfach gar nicht mehr rausgefallen. Da habe ich gemeint, außer der Gassi, der glaube ich gestartet ist, weil der irgendwie einen Schaden hatte. Ja, stimmt, dort haben wir es davon gehabt, ja. Aber gut, auch die Zuverlässigkeit von den Autos ist halt schon hure stark. Es könnte aber natürlich schon eher gegen Ende Saison vielleicht noch etwas passieren, wenn sie halt einfach Komponenten komplett ausreizen, halt, dass sie keine Penalties mehr bekommen. Dann könnte es vielleicht noch passieren, aber sonst glaube ich, ist es auch sehr, sehr schwer. Mindestens 8 DNF. Ja, wobei, so weit weg in dieser Saison sind wir gar noch nicht gesehen. Ich mag mich direkt an Kanada erinnern. Ich glaube, jetzt sind es 5 Autos gesehen, die ausgeschieden sind. Die haben natürlich den Punkt schon auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, oh, bitte gehen noch 3 raus. So gehofft, oh, komm, gib mir das Bingo. Ist nicht eingetroffen. Also, ich glaube tatsächlich, die Zuverlässigkeit ist absolut um. Die ist schon deutlich besser als ja noch vor 10, 20 Jahren. Aber es schleichen sich irgendwie auch vermehrt Flüchtigkeitsfehler ein. Habe ich so das Gefühl. Nicht immer, aber so in gewissen Rennen. Ja, ich glaube, das ist wirklich auch ein bisschen im langen Rennkalender verschuldet. Gell? Also viele Triple-Headers und so. Das macht es schon ein bisschen aus. Es muss ja nicht mal ein Fahrer sein, der Flüchtigkeitsfehler macht. Siehe hier Verstappen, Melbourne, das ist ja auch etwas eingeklemmt gesehen in seinem Hinterrad und durch das ist er ausgeschieden. Also, ja, true. das Team kann ja auch mal schlampen und im Endeffekt geht man raus. Also es ist schwierig, könnte aber immer noch möglich sein in dieser Saison. Und der letzte Punkt, Olsen, du wolltest noch etwas dazu sagen?
Nein, ja, also ich wollte nur noch reinschmeißen. Habt ihr gewusst, dass es im Fall zwischen, wann ist jetzt das? Ja, da zwischen Singapur und USA Grand Prix einfach 4 Wochen Pause ist? Ja, habe ich Hat letzte er. Woche Einfach gehört. nochmal eine Sommerpause. Nochmal ein Summer Break. Macht gar keinen Sinn. Einfach Rest in ein peace. Fall Break, so ein Seich. Ja. Da nur reinschmeißen, ist gut. Ist gut. Dann haben wir noch den Hamilton und den Russell Beef. Why not? Why not? So zum Abschluss. Wahrscheinlich so schön zum Abschluss. Zum Abschluss, why not? Wahrscheinlich schon, ja. Why not? Da könnte ich mir schon noch vorstellen. Ich weiß nicht, also bis jetzt wirken die beiden ziemlich galm. Ich habe das Gefühl, wenn, dann würde es irgendwie vom Russell verursacht werden. Wenn überhaupt. Also safe, also bitte. Natürlich, dein perfekter Fahrer wird so etwas nie machen. Ja, Hat der noch nie Rosberg hat auch negative angefangen. Attitüde gehabt. Ja, ist gut. Oh Mann, Alter, es ist super. Gut, Ja, kannst du weitermachen mit deiner dann mache ich gerade weiter. Ja. Ich mache es ein bisschen andersrum. Ich habe nämlich bei mir gemerkt, ich habe eigentlich relativ, ich sage noch gute Gewinnlinien offen, einfach aufgrund von dem, dass also wie die Anordnung eigentlich ist. Es macht mir basically nur 3 Gewinnlinien kaputt, die 2, die nicht können eintreffen können. Bei dem, also meine most possible Gewinnlinie ist, dort habe ich schon grüne Teamkollegen crashed und Hamilton holt sich 2 Siege. Die könnten mir aber noch verhunzt werden, wenn der Hamilton einen weiteren Win holt. Das haben wir eigentlich schon angeschaut. Nachher, Ende Season gibt es Silly Season. Da kann man jetzt auch schauen, wie man es deklariert. Ob man sagt, bis Ende Season, dann ja, könnte man es eigentlich jetzt schon fast grün machen. Oder wenn man sagt, Ende Season gibt es noch eine Silly Season, schließe ich aber ehrlich gesagt auch nicht unbedingt aus, dass nochmal eine grosse Ankündigung kommt von einem Team. Zum Beispiel mit etwas, wo in der nächsten Gewinnlinie dann nachher drin ist. Stroll performt wieder schlecht, das kann man basically auch schon grün machen. Das, was ich ansprechen wollte, war Perez letzte Season bei Red Bull. Das könnte man aber schon auch vorstellen, dass es wirklich doch Ende Saison noch geholt wird, vor allem wenn er sich jetzt nicht wirklich verbessern. Piastri und Norris Beef haben wir in meinen Augen schon einen sehr grossen Vorgeschmack bekommen in Ungarn. Und was mich jetzt noch Wunder nimmt, der Kasel und ich, wir haben das schon ein bisschen darüber diskutiert im letzten Podcast, aber ich glaube, mit dir sind wir noch nie darüber geredet, über den Vorfall. Mich nimmt deine Meinung so ein bisschen Wunder zwischen dem Entscheid von McLaren und Norris. Hast du ein Fazit über das Ganze? Also ich sage nur so viel, das ist emotionale Achterbahnfahrt in dem Rennen. Ich Oh, habe jede Gruppencheck geschrieben, der Piastri ist so hart um seinen Sieg betrogen worden und ich glaube, keine Minute daran, als der Norris den wieder durchlässt. Ja, hat es ja gleich gemacht. Ich sage, gerechtigkeitshalber ist es korrekt gewesen, dass sie den Piastri noch gewinnen, weil er ist vorher gesehen, sie hätten den Norris niemals dürfen vorher stoppen mit den aktuellen Regelungen, die sie immer haben, dass der erste Fahrer darf zuerst Pits. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch den irgendwo gleich nicht den Norris, wo der sagt, ja, ihr habt es verkackt, wieso sollte ich dann wieder durchlassen und es dann auch macht. Weil er ist ganz klar der Nummer 1 Fahrer zum Priorisieren für die Championship. Und wenn es am Ende wirklich an diesen 7 Punkten scheitern, dann dürfen sich alle bei McLaren selber ins Bein beißen. Anyway, da ich sowieso nicht der grösste Norris-Fan bin und Piastri langsam ein bisschen mehr mag, leiden, habe ich die Entscheidung auch richtig gefunden. Ich sehe nicht wie. Ja, also ich habe es noch spannend gefunden, gerade damals, also gerade direkt nach dem Rennen, hat Norris durchschnittlich 7 Punkte mehr jedes Rennen müssen holen als der Verstappen. Wegen dem, ja, eigentlich noch lustig, dass es genau um die 7 Punkte gegangen ist. Ja, anyway, ja, spannend. Ich kann mir vorstellen, dass es sicher noch ein bisschen ausartet. Ich habe wirklich das Gefühl, das war so das erste Kapitel in einem ganz grossen Buch. Weil der Piastri, ja, der ist ein sehr, 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 sehr guter Fahrer und der wird noch besser. Und er ist in seinem 2. Jahr eigentlich schon etwa gleich gut wie der Norris. Es fehlt noch eine kleine Abrundung, würde ich sagen. Erwachsen genug ist er eigentlich auch schon. Also,
Nicht auszuschließen, dass es da noch Beef gibt. Die Frage ist, gibt es noch dieses Jahr oder fängt es erst nächstes Jahr so richtig an? Dann finde ich auch eine sehr coole Prediction. Wäre lustig, wenn wir das mal so hätten, aber dann wäre das Rennen einfach wirklich langweilig. Nämlich kein Safety Car in Singapur. Hashtag Break the Streak. We must believe! We must believe! Ja, ich glaube, das ist so eine F1-Subkultur-Prediction, aber ich glaube nicht dran. Also Singapur ohne Safety Car kann es fast nicht geben. Es hat wie 2 Faktoren, die darauf reinregnen. Hey, Gabo, wetten wir um einen Döner? Safe. Wenn es passiert, also wenn die Prediction nicht trifft, zahlst du mir einen Döner, wenn sie die trifft, zahle ich dir einen Döner. Perfekt, das passt. Und mit allen Beilagen, die du willst. Ja, Deal. Super. Und nachher, die letzte in dieser Gewinnlinie wäre Alpine fällt komplett zusammen. Das ist etwas, wo ich schon die ganze Zeit dafür am Routen bin, dass man die könnte abhökeln. Aber ja, ich finde, das sind 2 wirklich super Gewinnlinien. Jetzt, was habe ich sonst noch drauf? Volle Punkte bei Sprintwochenende. Team. Dass 1-2 gemacht wird in beiden Rennen. Ist das, glaube ich, Prediction gewesen? Ja, plus Fast Laps. Ja. Plus Fast Laps. Ganz ehrlich, sehe ich nicht so. Das wäre, wenn dann Red Bull gewesen, der das hätte holen können. Jetzt vielleicht noch McLaren einmal, aber wie viele Sprintrennen haben wir noch? Ich glaube, es nicht mehr so viel. Ich glaube, es 3. Sind es noch 3? Ja, 3. Maybe, aber I doubt it. Dann Young Driver setzt die beste Zeit in einer Session, egal was für eine. Das war eine Prediction von mir. Die sage ich, ist immer noch realistisch, weil Mexiko mittlerweile so ein bisschen ein Testing Ground geworden ist für viele Young Drivers. Ich denke, das wird dann dort passieren, wenn dann. Alonso Sieg? Nein. Norris im Titelkampf? Tatsächlich, er ist im Titelkampf momentan. Nur ist der Titelkampf nicht sehr spannend und eben, was haben wir gesagt, durch 70 Punkte Trend. Ja, genau, es sind 78 Punkte. Schwierig. Aber er ist trotzdem so der Einzige, der noch den Kampf starten, weiterholen. Also, ja, denke ich, das ist sicher noch möglich. Mehrere rote Flaggen in einem Rennen. Da habe ich auch das Gefühl, wird Singapur betroffen sein. Das ist eigentlich noch ein Scheiße. Das sind nämlich genau beide auf der gleichen Gewinnlinie sind für mich. Also das eine holt eigentlich das andere raus. Falls es so würde sein. Und der Levin war nicht der Einzige, der gekocht hat. Sergeant Podium. Wer ist das so hart am Belieben? Der Levin hat sicher 2 Monate geschrieben. Safe. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, das wäre mein Board, soweit. Gut, dann kommen wir gerade zum Magic Card, oder zum Levin besser gesagt. Dann kommen wir zu seiner Karte. Er hat in der ersten Reihe Podium mit Leclerc, Russell, Verstappen. Das ist ja auch nicht passiert, nein. Ja, kann aber natürlich jederzeit eintreffen. Also, ich glaube, von diesen 3 Fahrern müsste Leclerc sich am meisten durchsetzen oder beweisen, dass er aufs Podium könnte fahren. Der Russell und Verstappen sind ja schon eher noch die Kandidaten auf einem Podium, würde ich jetzt mal so behaupten. Albon Top 10 WM, also in der Fahrerweltmeisterschaft. Die ist safe von ihm selber gekommen. Ja, ich glaube es auch eher weniger, für da ist es halt langsam. Also ich weiss nicht, was ist er für ein Platz? 4 Punkte und er ist auf P18. Also P18, okay. Schwierig. Er müsste für die Top 10 zu kommen, müsste noch 20 Punkte machen. Also eigentlich 21 Punkte. Ja. Schwierig. Okay, wäre aber rein theoretisch die Anzahl Rennen wäre schon noch realistisch, aber er müsste einen guten Lauf haben und das Auto müsste auch dementsprechend. Und das Troll dürfte gar keinen Punkt mehr machen. Ja gut, das wäre jetzt nicht so etwas Neues. Aber das wäre schon noch, sage ich, möglich, sage ich jetzt mal. Aber ja, auch eher Tendenz unwahrscheinlich, sage ich jetzt mal. Perez Mexiko Grand Prix Sieg, ja, nein. Moll! Ja, glaube ich eher weniger, du. Höchstens, also wenn es stehen Perez Crash in Mexiko, würde ich es eher glauben. Ja, aber ich will, dass es passiert. Gabo, wenn du willst, dass es passiert, dann spiel Formel 1. Oh, gute Idee. Merci.
Damn! Shots fired! Ja, wirklich. Dann kommen wir wieder zu Perez. Der wird durch den Ricciardo ersetzt. Das haben wir ja schon rot gestrichelt oder abgemalt. Dann haben wir die zweite Reihe Stroll, letzte Formel 1-Saison. Eben, soll ja nicht so sein. Beide Haas im Q3. Das ist so ein Ding, das könnte passieren, das nicht mal so weit hergeholt ist, weil der Hülkenberg ist einer, der nicht immer, aber doch ab und zu mal ins Q3 reinkommt. Und ja, wenn vielleicht mal der Magnussen auch einen guten Lauf hat, ja, sieht das schon mal recht möglich aus oder el possible aus. Darum, ich glaube, das könnte noch grün werden das Jahr. Da sehe ich echt viel Potenzial noch drin. Weil Haas sich eigentlich recht gut entwickelt hat und ich denke, sie werden schon noch hier und da noch ein Update bringen. Und sicher ein Team, wo man nicht einfach so nicht mehr auf dem Radar dürfte haben, so wie Steak. Die sollen ein Steak auf den Grill hauen. Dann haben wir Norris, Sieg, schon grün. MoneyGram entzieht ein Sponsorship. Das ist vom Gelb gekommen, das weiß ich sogar noch. Glaube ich auch nicht, dass das passieren wird, für da läuft es bei Haas zu gut im Moment. Dann nachher eine dritte Reihe, weniger Regenrennen. Ja, das ist jetzt halt eben so ein Ding. Ich glaube, das ist vom Guido gekommen. Ich glaube eben, das ist auf die Saison bezogen, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich komme mal schwer davon aus. Und dann wäre es eigentlich schon grün, ja. Weniger Regenrennen, ja. Mhm. Wäre es eigentlich schon grün. Es kann fast nicht mehr auffallen, vor allem weil es noch in ein paar Wüstenländer geht, dort wird es eh nicht regnen. Ja. Grün. Welches Rennen hat es überhaupt Piss gehabt? Ich weiß gar nicht mehr. Da haben wir schon ein paar Kanada, ja. Belgien, Silverstone. im Rennen nicht. Kanada, Silverstone hat den Regen eingesetzt, ja. Mhm. Das war echt ein geiles Rennen gewesen. Silverstone Silverstone ist die super letzten gewesen. 3 Rennen, die letzten 3 Rennen sind eigentlich immer geil gewesen in Silverstone. Mhm. Through goes Hamilton! Through goes Hamilton! Das ist einfach so ein Classic, Ja. das ist super. Wirklich gut gewesen. Ja, das müssen wir wahrscheinlich den Grün machen. Verstappen Weltmeister 2024. Ich glaube, die hat fast gefühlt jeder von uns auf dem Board getroffen. Das fühlt sich so. Ja, möglich. Dann haben wir schon grün, rote Flagge im Rennen. Dann nachher Tsunoda mehr Punkte als der Ricciardo. Sehe ich auch als grün. Also das ist wirklich auch möglich. Es wäre sogar noch eine Reihe von Magic Card, die eigentlich komplett grün könnte werden. Mhm. Also das ist so die Reihe, die am meisten Potenzial hat bei ihm auf der Karte. Ziemlich sicher sogar. Dann kommen wir zu der 4. Reihe. Fahrer kommen ans Limit, lange Season. Ja, das ist halt verdammt schwer zu definieren. Ich glaube nicht, dass sie als Limit fahren können. Wenn jetzt gestanden wäre, Teams kommen als Limit, wäre es eher gewesen. Oder hätte ich es eher gesehen, aber Fahrer als ich, weiß ich nicht. Keine Ahnung. WM-Kampf Hamilton, Leclerc, Norris, Verstappen. Wenn man den Verstappen wenn man den Leclerc wird rausstreichen, dann könnte es vielleicht noch etwas sein auf Ende Season. Ja, also da bist du jetzt aber auch ein bisschen hart am Hamilton belieben. Junge. Hamilton ist schon Hamilton nicht rein, wo ansatzweise irgendwie dabei. 30 Punkte hinter dem Charles. Nein, jetzt kommt der Ferrari da. Jetzt kommt der Ferrari, die kommt jetzt da. Jetzt da kommt ist der Charles Leclerc-Fan, hä? Da muss man ganz klar sagen. Also, einfach nur Kasel, also ich gebe ihm absolut recht, weil ich bin Hamilton nicht 150 Punkte, Leclerc hat 177, also... Ja, I warte don't know. mal. Warte doch. Hey, abwarten. Ja, was willst du? Okay. Mhm. Schau mal einfach, schau schon nur auf f1.com. Schau einfach mal schon allein das Bild vom Leclerc an, das sie aufgeladen haben. Seine Mine, die er dort wieder zieht, das spricht die Band. Weißt du, was ich meine? Welches Bild? Das Fahrerbild. Also, wo muss ich hin? Und dann, was ist das für ein Argument? Nein, der Leclerc macht immer. Oder also das Teambild, das Merch-Bild dort vom Ferrari-Dings, wo er schon so reingeklatscht geschaut hat dort. Also, der Hamilton sieht doch kein Latsch auf f1.com, gell? Nein! Nein, der schaut gar optimistisch. nicht. Komm jetzt, egal. Hey, immer die Diskussionen da wegen Hamilton und so. Also, sorry, der Hamilton ist der einzige von denen, der nicht nächstes Jahr dabei ist. nächstes Jahr reichen wir uns die Hände, weil beide über Ferrari fahren. Also, Nächstes Jahr bin ich nur Leclerc-Fan. Nein. Oha, ich bin nur Er ist Ferrari-Fan. nicht Ja, genau, ich bin nur Hamilton-Fan. Hey, ja. Schon gut. Also,
Wir machen jetzt einfach weiter, weil sonst das so wieder... Ach, oh mein Gott, das wird so eine endlose Diskussion werden. Wo sind wir gewesen? Ich habe gerade den Fall verloren. Da. Beide Williams. Genau, beide Williams Punkte in einem Rennen. Ja, könnte schon noch möglich sein, glaube ich. Wenn ein Regen drin ist... Passiert, gell? Ist ja schon fast passiert. Ja, wenn Regen drin ist, Chaos drin ist, wieso nicht? Wieso nicht? Aber also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde es dem Sergeant noch gönnen, wenn er einen Punkt holen würde. Weil, sind wir ehrlich, rein so vom Charakter her ist er ja nicht einmal so ein schlechter. Er ist eigentlich noch recht ein sympathischer. Aber er ist halt einfach halt so, ja, was so Fahrtalent anbelangt, halt nicht so, wie sagt man dem, so gesegnet. Oder wie auch immer. Also von dem her, ich würde es ihm schon noch gönnen, muss ich ehrlich sagen. Dann haben wir noch als letztes Stroll Meister DNFs. Ja, sorry, was? Der hat einen Punkt geholt. Sergeant. Für letzte Season, ja. Das in Miami doch. Das ja nicht, ja. Nein, Aber das er ja hat schon einen nicht. Punkt. Ja, aber ich rede ja von dieser Season. Ich würde es ihm Aha, das okay. noch gönnen, weil er so, geht ja gut. aus der Formel 1 raus, weißt du? Okay, gut. Das meine ich. Ja, Ich würde es ihm noch gönnen, du wenn sagst, er... dass er noch einen Punkt hat, so einen so. Nein, ich würde es ihm einfach gönnen, wenn er jetzt in dieser Season noch einen Punkt holen würde, weil er eben das Team muss verlassen. Also nein, beziehungsweise wird er, glaube ich, Ersatzfahrer oder so. Oder irgendwie so Reservefahrer. Der Ja, kann Williams studieren, habe ich Alter. Ja, ich studieren. Einfach Latifi und De Vries Move machen. Ja, Mann. Eben dann als letztes noch Strollmeister DNF. Das hat momentan, das haben wir das letzte Mal schon im Stream gehabt, tatsächlich hat das momentan der Elben immer noch. Habe ich gemeint, mit 3 DNFs. Ja, da kommt jetzt halt noch dazu, werden wir das mit dem Gasly in Silverstone auch, weil sonst hätte er auch nämlich auch 3 DNF. Weil in der Klassifizierung steht halt DNS. Did Ja, not würde ich start sagen, heisst nein. das. Würde ich sagen, nein, ja, was ist kein DNF? Ja, dann ist und der da steht Albon ja einig mit ihm. ausschließend, da steht ja wirklich drauf, schwarz auf orange, Stroll. pink und violett DNF. Gesehen wie schwarz auf orange pink. Ja, ich kann ja etwas dafür, dass der Verlauf drin ist. Nein. Also, dann, das war die Karte vom Magic Card. Ich denke, eben, er hat sicher mit unter anderem am meisten Potenzial, das Bingo zu holen. Wir haben, glaube ich, immer noch nicht Weed-Up aus. hat noch eine Gewinnlinie offen, merke ich gerade. Hä? Uiuiui. Der Weed-Up hat nur noch eine Gewinnlinie offen, die möglich ist. Ja, und die ist so sehr, sehr unrealistisch. Aber wir fangen oben an. Verstappen Weltmeister 2024. Jetzt einfach auch drin. McLaren fällt zurück ins Mittelfeld. Sehr unwahrscheinlich, denke ich jetzt einmal. Da müsste viel schief gehen jetzt bei denen. Sargent mit der Season ausgetauscht, das haben wir schon rot. Schumacher, Einsatz bei Mercedes. Das ist jetzt eben auch so ein Ding. Einsatz bei Mercedes. Da könnte man auch eigentlich, wenn er eine Testfahrt hätte, bei Mercedes, weißt du, also in einem FP1, hätte er auch einen Einsatz gehabt bei Mercedes. Ja, Wäre auf auch das grün. geht so hinaus, ja. Es muss einfach Das eine ist- also offizielle das- Session vom Weekend sein. Ist es auf das gegangen? Ja. Ich weiß eben nicht, oder ob man das nur unter einem Rennen versteht, darum frage ich. Nein, Aber, nein. Also ein ähm, Einsatz ist ein Einsatz. In meinen Augen, ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn er muss einen Pirelli-Reifentest machen, ist das für mich schon ein Einsatz vom Schumacher. Ja, dann wäre es aber schon grün. Der wäre schon grün. Ja, also ich glaube, wir lassen es einfach mal beim Offiziellen. Mhm. Also ich wollte jetzt hier nicht im Weed-Up da irgendwie, dass kann er den wirklich nicht für rote gewinnen. Felder hat. Überhaupt nicht. Aber ich meine, er hat ja wirklich keine Hoffnung mehr, dass er etwas kommt. Nein, also nein. Darum, ich würde sagen, offiziell einfach, dass es wirklich fair ist. Oder so. Weil sonst, ich meine, der Schumacher macht ja viele Einsätze für Mercedes in dem Sinne. Oder er hat auch letztes Jahr ein paar Einsätze gehabt. Gesehen. Rennen abgesagt, verschoben wegen Regen. Ja, ist halt immer noch möglich, gell? Aber sagen wir mal, wird auch langsam ein bisschen knapp, weil eben noch viele Wüstenrennen halt kommen. Dann haben wir Tsunoda letzte Formel 1 Season, das haben wir schon rot. Dann nachher Visa Cash App Racing Bull F1 Team, 3. Platz, Konstrukteurwertung. Ich glaube, das könnte man rot machen. Ich glaube, da sind sie schon recht weit weg, oder? Wie du schon fast einen mathematisch. Schlaganfall bekommen hast beim Reden. Ja, ich muss jetzt verdammt überlegen, dass ich es richtig sage. Ja, gut. Aber geht es jetzt schon weiter weg, oder? Ja, ist mathematisch immer noch möglich, weil ich es mal ausgerechnet habe nach Spa. Okay. Okay, ja, dann lernen wir es halt noch. Aber es ist sehr, sehr... Ja, es ist sehr unrealistisch. Dann haben wir Red Bull erneute Dominanz, das haben wir schon rot. Ferrari und Aston besser als Mercedes.
Im Moment ist einfach Ferrari besser. Aston ist dann doch recht weit weg. Mercedes hat 266 Punkte und Aston hat 73 Punkte. Also ja, da müsste viel passieren, glaube ich, dass sie das noch wieder aufholen. Alonso Pole Position. Ja, vielleicht im Regen. Aber sonst auch wahrscheinlich eher weniger. Safnauer zu Haas, das ist von Gabu gekommen, das weiss ich jetzt immer noch. Glaube ich nicht, weil ich denke, wie heisst der Japan? Ich weiß nicht, wie er heisst. Der Ayumu. Ayomo, irgendetwas. Ayumu Komatsu. Irgendwie so etwas, ja. Der macht ja aber wirklich einen guten Job bei Haas. Und ich glaube auch, dass der Gene Haas happy ist mit ihm. Mercedes Doppelsieg. Wäre grün gewesen, ist aber nicht mehr grün, weil ja der Russell hat müssen eine Disqualifikation kassieren. Muss man aber auch wirklich an dieser Stelle sagen, dass es eigentlich seine Schuld ist, weil er ja dort den Stint rausgezogen hat. Ich glaube, sonst mit einem Stop wäre es wahrscheinlich noch aufgegangen. Ja, na gut, also gewusst hat es ja gleich nicht, dass es wegen dem nachher underweight wird sein. Also seine Schuld ist so nicht, das Team muss ihm das halt sagen, wenn sie das Gefühl haben, das könnte passieren, wenn sie es nicht merken, sind sie selber schuld. Ja gut, stimmt auch, da haben sie noch ein kleines Messer laufen lassen. Wie ich dich. Ja, genau. Nur, dass du es gesagt hast, die letzten 4 Predictions, also Ferrari und Aston besser als Mercedes, Alonso Pole Position, Safnauer zu Haas und Mercedes Doppelsieg, ist die einzige noch mögliche Gewinnlinie für den Weed-Up. Du tust mir leid, aber deine Bingo-Karte ist rigged. Ja. Ich würde mal behaupten, der Gabo hat da etwas eingefädelt. Ich glaube, der hat doch das Ganze zugelassen, oder? Es war legit Zufall. Ich habe einen Zufallsgenerator Ja. Sass. Sass. Das Einzige, wo ich mir darauf geachtet habe, ist zu schauen, dass jeder gleich viele Predictions von allen bekommt. Das ist das Einzige, wo ich wirklich selber hin und her geschoben habe. Aber ich kann nicht wegen dem kontrollieren, wer bessere oder schlechtere Karte hat. Nein, also sonst muss man wirklich sagen, es ist eigentlich fair verteilt. Also ja, also für den Weed-Up jetzt, aber sonst überwiegend ist es fair verteilt. Also alle haben ein bisschen etwas Grünes und hat auch Sachen, wo man halt wo nicht kann passieren oder schon passiert ist oder wo nicht mehr eintreffen oder so. Aber ich glaube, eben halt das Bingo, das zieht sich halt wirklich schon bis Ende Saison dann her, dass wir da wirklich dann sehen, wer gut abgeschnitten hat und wer nicht. Dann kommen wir zu der letzten Reihe noch. Joe Punkt im Heimrennen, er ist eben rot, hat ja nichts geholt. Hamilton Sieg ist grün. Dann haben wir Rennen wird gestrichen, also wird abgesagt. Ja, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist irgendwie, wenn in Katar noch irgendwie so eine riesige Hitzewelle wird kommen und sie wirklich das müssten abbrechen dann. Das wäre so das Einzige, aber sonst glaube ich jetzt irgendwie noch nicht so stark daran, dass irgendwie ein Rennwochenende oder ein Rennen irgendwie abgesagt wird. Aber sag niemals nie, halt auch an dieser Stelle. Und zu guter Letzt, Elben wechselt zu Top-Team. Das haben wir schon rot, weil das ist ja, das wird nicht passieren. Beziehungsweise er hat schon einen Vertrag bei Williams. Ja, das sind so unsere Karten. Das sind alle unsere Karten. Wir sind jetzt wirklich wieder an alle Karten oder alle Predictions durchgegangen. Jetzt also Frage in die Runde. Was glaubt ihr, wer hat momentan, oder was glaubt ihr, wer hat die besten Karten? Wer hat mal einerseits das erste Bingo, es hat noch kein Bingo gegeben bis jetzt, aber wer glaubt, er wird das erste Bingo holen oder wer glaubt, er wird das Ganze holen, das Ganze gewinnen, das Bingo. Und um was spielen wir überhaupt? Das haben wir immer noch nicht abgemacht. Ja, das ist noch nicht definiert, ja. Das müssten wir eigentlich mal noch machen jetzt. Das tun wir anschauen. Das tun wir anschauen, das tun wir unter offizielle Informationen raushauen dann. Ja. Wenn wir dann wissen, wer gewonnen hat. Ich habe schon eine Idee, ist mir jetzt gerade etwas durch den Kopf. Wir reden nachher darüber schnell. Okay. Gut. Aber was denkt ihr, wer hat am meisten Win-Potenzial von uns Fünften? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, meine Karte sieht relativ gut aus. Ich sehe jetzt so 1, 2 Linien, vielleicht sogar eine dritte, wo possible ist. Und ich finde, Magic Card seine ist auch nicht schlecht. Ich habe aber fast das Gefühl, dass der Magic Card das erste Bingo wird holen. Rein weil, also mathematisch gesehen, kannst du relativ schnell mal einen Verstappen als Weltmeister erhören und auch der Tsunoda mathematisch gesehen kann irgendwann mal den Ricciardo überholen und das mit der Regenrennen ist basically schon grün. Und das finde ich ist eine super Linie von ihm. Das könnte er wahrscheinlich wirklich holen mit dem. Ja, die Frage ist einfach, was wir noch machen dann, weil du hast ja Ende Season gibt es Silly Season, also eben bis Ende Season haben wir Silly Season.
wenn das grün wird und Stroh performt wieder schlecht. Also das sind ja 2 Predictions, wo wir ja erst Ende Season können ja wirklich eigentlich grün oder rot machen. Beim Magic Card ist genau das gleiche auch. Perez Mexiko Grand Prix ist schon ein bisschen früher. Nein, sorry, das ist Tsunoda mit Punkten Weltmeister und weniger Regenrennen. Das sind ja alles so Punkte, wo wir eigentlich auch erst gegen Ende Season können machen. Okay, Regenrennen jetzt abgesehen davon. Aber was machen wir jetzt, wenn du eine Reihe hast und der Magic Card auch? Dann müsste man eigentlich sagen, wer das erste Feld zuerst rot hat oder weißt, wer das erste Mal so die Felder grün gemacht hat, nicht rot. Ich dann irgendwie so ein bisschen anschauen. Ja, ich denke, da machen wir dann irgendetwas mit Punktzahl zum Beispiel. Aber wer hat mehr grün und weniger rot zum Beispiel? Ich fände das fast am besten. Okay. Ja, aber weil wenn weißt, jemand zum Beispiel 2 Gewinnlinien hätte, dann ist auch klar, dass der gewonnen hat. Zum Beispiel. ja, dann ist ja klar, weil du hast 2 Gewinnlinien, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Also ich glaube, es wird niemand von uns mehr als eine grüne Linie haben. Gehe ich mal schwer davon aus. Aber weißt du, ich frage mich dann einfach, sagt man dann einfach, ja, jetzt eben zum Beispiel beim Magic Card, rote Flagge im Rennen, das ist schon früher passiert. Früher als zum Beispiel jetzt bei dir mit Teamkollegen Crash, wobei das schon in dem gleichen Rennen passiert. Also, ja, das müssen wir dann halt ein bisschen anschauen, oder, wie wir das machen, wer wie gewinnt und so. Aber ja, ich glaube, das müssen wir dann mal vielleicht ein bisschen ausdiskutieren. Aber ich persönlich sehe auch Gewinnchancen. Ich sehe Gewinnchancen auch eher noch ein bisschen beim Magic Card, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube, es hat schon am meisten Potenzial, muss ich ganz ehrlich sagen. Denke ich jetzt mal. Simi, wie siehst du? Ja, der Levin gewinnt das, der wird sogar 2 Reihen holen, sage ich. 2? Oh, Ja. welche sagst du denn? Die Diagonale oben links nach unten rechts und die dritte von links nach rechts. Ein Podium mit Leclerc, good Russell, point. Verstappen. Ja. Das ist likely, ja. Gesehen. Ja, wegen Ferrari-Fan. Aber ja, möglich. Also, ist möglich. Also, es ist wirklich möglich. Also, vor allem beide Haas in Q3, das sehe ich auch viel Potenzial, dass es wirklich passieren kann. Absolut. Was ich aber geil finde, das denke ich mir immer wieder so, wenn es um so Predictions geht, das ist so wie ein Zeitreise. So. Man sieht richtig so in unsere Gedanken rein von damals. Und auch dann sind es verschieden gewesen. Der eine sagt, Haas geht ins Q3, die anderen sagen, Haas wird verkauft. Der eine ist voll im Mercedes-Hype, der andere im Ferrari-Hype. Und das ist richtig so... Der andere im Williams-Hype. Williams-Hype, so irgendeiner so. Also vom Sargent, ja. Nein, das finde ich super. Eben. Und dass zum Teil Sachen mehrere Mal drauf gekommen sind, wie Verstappen Weltmeister. Und jetzt dann wirklich auch so in Erfüllung kommt. Das ist geil, so eine Zeitreise zu machen jedes Mal. Finde ich cool. Das ist so. Aber ja, ich würde sagen, das wäre es von dem Ganzen jetzt. Außerdem möchte ich noch etwas erwähnen oder reinwerfen. Aber ich glaube, so von meiner Seite her ist das alles. Oder hat ihr noch etwas? Nein, ist gut. Der Levin wird das gewinnen. Das Der Levin wird das gewinnen. Ja, ich denke, wir werden den nächsten Bingo-Podcast dann machen, wenn die Saison vorbei ist. Wir haben ja jetzt eben den Summer Break, beziehungsweise wir haben jetzt, ich weiß nicht, wenn die Episode online kommt, wahrscheinlich wieder kurz vor dem Grand Prix oder so, wenn ich dazu komme, um das zu schneiden. Aber wir haben ja jetzt Mittwoch, wo wir das Ganze aufnehmen, vor dem Zandvoort Grand Prix. Und eben, wie gesagt, die nächste Episode von dem Bingo-Podcast wird dann Ende Season stattfinden. Und der nächste normale... Hä? Da schieße ich gerade drin, bevor du zum nächsten normalen Podcast kommst. Ja, kann ich sagen. Potenziell vielleicht sogar erst Anfang Preseason-Testing. Weil, wenn ist die Saison fertig? Oder ist die Saison fertig, wenn die neue anfängt? Oder wenn die FIA-Gala gehalten worden ist? Oder wenn das Jahr vorbei ist? Ich habe gesagt, wenn das Jahr vorbei ist. Okay, 31. Dezember im Fall. Hätte ich jetzt so gesagt, also ja. Ja, aber weißt, es gibt Sachen, die kommen erst im Nachhinein, wo zum Beispiel könnten noch grün werden, wie zum Beispiel, dass der Perez doch nicht fährt, das könnte vielleicht erst nächstes Jahr announced werden, oder irgendein Sponsorship oder so weggeht. Das würde ich sagen, könnte potenziell. Ja, das ist ja schwierig, das müsste man vielleicht mal noch ein bisschen ausdiskutieren, ich weiß nicht. Also, für mich ist das einfach, ich meine, das Bingo bezieht sich ja auf die Season 24 und für mich geht Season 24 einfach bis halt Ende Jahr. Also nicht ins, wenn es 25 ist, dann 25, weißt du, wie ich meine? Sehe ich wie. Also aber ich weiss, was du meinst. Wenn es nicht im 24 klar ist, dass etwas, was für das 25 predicted ist, passiert, ist es wie es ist,
Bingo ist vorbei am 31.12. Finde ich eigentlich fair. Ja, und ich glaube, jetzt irgendwie im Perez wäre das wahrscheinlich wenn sie jetzt den gleich würden droppen, würde es den wahrscheinlich nach Abu Dhabi... Das sagen jetzt 2 Tage vor Bahrain. Ja. Ja, genau. Nein, ich denke, das werden das schon nach Abu Dhabi sagen, halt einfach schon nur zum halt den neuen Fahrer auf das zu einstellen, beziehungsweise halt, ja, wenn sie fair sind, geben sie dem Perez dann eine Chance, dass er vielleicht noch irgendwo anders ein Cockpit bekommt, weißt du, wie ich meine? Aber, ja, eben, es ist auch Red Bull, muss man an der Stelle sagen, ist aber das nochmal ein bisschen andere Klasse. Aber gut, das war es von der heutigen Episode vom Unsafe Release, von dieser Spezial-Bingo-Folge und wir hoffen natürlich, dass euch die Episode bis dahin wieder gefallen hat. Und wir wünschen euch wie immer einen guten Tag, guten Abend, was auch immer. Und wir hören uns wieder in der nächsten Episode vom Unsafe Release.